Hallihallöle, ich bin's, euer Blasteringenieur. Und heute kümmern wir uns um die Ultra 2. Das ist da mit dem goldenen Schriftzug. Wo die verliert das Gold da schon ein bisschen. Guckt, das kam da schon so aus der Box. Also bloß wegen den Dingen braucht es nicht kaufen. Und die macht schön Krach. Das sind auch die Schwungrädler. Da haben wir so komische Pfeile da. Ne? Das ist so ultra kruscht halt. Ist aber ganz interessantes Bleisterle. Das ist. Guckt. Da lassen wir das drehen. Da schießt das durch den ganzen Raum. Jetzt habe ich gefunden, in diesem Internet, da, wo ich das da auch gefunden habe, habe ich erst gefunden, dass man da so solche Pfeile dann einladen kann. Das haben wir das letzte Mal ja repariert. Machen wir dann, das nächste Mal machen wir das in schwarz. Und die 3D-Druckdoll, die habe ich mir so fertig gekauft. Die habe ich nicht selber gedruckt. Orange habe ich noch nicht. Jetzt sage die zwei, da haben wir das letzte Mal dran gearbeitet und das vorletzte Mal. Die packe ich mal zur Seite. Ganz professionell aus dem Bild. Ja, da hätte ich sagen, kümmern wir uns um das Ding heute. Dass das vernünftige Pfeile schießt. Nicht so ultra groß da. Da habe ich nämlich bloß 6 Stück davor. Wenn ich den da jetzt nicht finde, dann habe ich nur noch 5. Und ich habe echt keine Lust, mir eine neue zu kaufen. Da habe ich da das da gefunden. Das ist da das Zylinderled, das habe ich selber ausgedruckt. Was haben wir da? Ja, die sind, das habe ich schon festgestellt. Die Saugnäpfpfeile, die sind ein bisschen dicker wie die normale Elite-Pfeile da. Da die nachgemachte von. Gibt ja genug Hersteller, ich weiß nicht, wer das alles herstellt. Aber auf jeden Fall kriegen wir jetzt da 8 Stück von denen rein. Da habe ich schon dran rumgeschliffen. Da hat immer so Röllchen vom Schmirgelpapier und dann tut man das rein, raus. Kennt das ja, das alte Rein-Raus-Spiel. Und so macht man das da auch dann. Da habe ich lang dran rumgeschmirgelt, dass es überhaupt so gut geht. Das ist halt mit 3D-Druck ist das, seht ihr wie schon recht glatt. Mit 3D-Druck ist das halt einfach kompliziert. Haben wir das wieder da rein. Dann haben wir noch das Käfigle für die Schwungrädler. Das hätte ich vorher sauber machen sollen. Dann gucken wir noch. Das Deckel, das kommt da vorne, also da innen da. Das seht ihr vielleicht. Das ist das Teil da. Dann habe ich da so ein Teil. Da weiß ich nicht, wo das hingehört. Ich würde jetzt sagen, wir zerlegen das mal und dann noch was dabei. Dann wissen wir, wie es geht. Vorher fange ich mit Batterie an, dass die rauskommt. Aber das machen wir mal schnell Durchlauf. Dann würde ich sagen, bis gleich.
So, jetzt, ja, die Schraube, das ist ein Scheiß. Also, könnt ihr froh sein, dass ich das im Schnelldurchlauf laufen lassen habe und ja, ohne Ton, weil ich glaube, das Gefluche, das will sich keiner andauern. Eieieiei. Aber das müsst ihr mir in die Kommentare schreiben, wenn ihr das vielleicht doch sehen wollt oder wenn jetzt dann genug Leute in die Kommentare schreiben, dann kann ich ja meine Meinung da auch nochmal überdenken. So. Aber jetzt haben wir es offen. Und über das Zugkriegen machen wir uns dann Gedanken, wenn wir... Ah, Scheiß. Die habe ich übertreten, habe ich nicht aufgepasst. So. Ja, packen wir es weg. Das hilft ja nicht. So. Jetzt hat sich das ist natürlich scheiß. Das ist das oben. Das ist das Triggerle. Das ist jetzt natürlich ein Scheiß. Wenn das alles schon ausgefallen ist und ich nicht gucken kann, wie das Original eingebaut war. Das dann auch zu vollziehen. Ja, das ist ein Scheiß. Das ist... Wo ist das Federle jetzt noch? Oh, ich hab's. So, die lange Schraube, die hat da reingehört, wenn ich mich recht erinnere. Das Deckel, das brauchen wir vorläufig nicht. Das ist das Deckel da. Das machen wir auch zum Schluss wieder rein. Ah, ölig ist. So. Das ja. Dass man das nicht wieder rauskriegt. Das ist das gehört da bloß da oben rein. Muss man das da gucken. Muss gucken, dass nicht das Federle wieder auf den Boden fliegt. Das ist bloß eine Schiene für das. Das ist natürlich blöd gemacht, dass das Batteriefach auf der anderen Seite ist, weil sonst wäre das jetzt alles so schön. Weil das ist alles schön auf der Seite, aber da hängt jetzt die andere Seite dran. Das ist ja ultra gruscht halt. Oh, das Ding, die können wir mal einfach rausnehmen. Das ist nur so Sicherheitsding. Das braucht man einfach mal nicht. Sag ich jetzt mal ganz frech.
Also die Sicherheitsingenieure da von der Firma, die heißt, denke das sicherlich anders, aber da können wir nämlich das Triggerle rauscht. Da geht das zum Schluss geht das schon noch mit. Und kriegt das noch ein bisschen. Da bin ich mal gespannt, ob das mit den anderen Pfeilen dann da geht. Jetzt haben wir da das Teil. Das geht so rum da rein. Ist schon das da gut. Das ist jetzt das Teil. Brauchen wir das vielleicht doch. Auf jeden Fall müsste das da raus. Und da rein. Das geht dann da rein. So, machen wir mal Käfig auf. Müsste man halt mal in die Kommentare schreiben, was euch lieber ist. Also ich schraube mit Ton und Normalgeschwindigkeit. Oder ich ein bisschen was dazu erzählen. Oder ohne Ton, kurz der Geschwindigkeit. Ja, komm raus, du scheiß Schraub. Ja, Musik werde ich auf jeden Fall nicht so schnell nennen, weil das ist mir so anstrengend, da Musik zu finden, die man umsonst nutzen kann und die mir auch noch gefällt. Da habe ich auch Lust dazu. Aber da könnt ihr mir gerne Tipps und Tricks auch in die Kommentare schreiben. Lesen wir das durch. Guck, was wir da machen können. Das Schalterle werden wir überbrücken. Das Problem ist bloß, das ist jetzt nicht, das geht vom Blauer, dann müsste in Mitte, das Orange müsste es sein. Das heißt, da gehen wir vom Blau aufs Orange. Ja, das sehen wir nachher gleich. So. Angeblich. Das soll den Käfig ersetzen. Jetzt gucken wir mal, ob das funktioniert. Das ist da eingerascht. Das ist ein Scheiß. Was hat das Schraube, wenn es noch eingerascht ist? Okay, das. Was war das gut? Das ist schon am anderen Käfig nicht mehr. Und gleich wieder, da habe ich das Federle habe ich wieder verloren. Das sieht man auch mal auf, vielleicht brauchen wir es später. Jetzt müssen wir gucken. Über die Schwungrädler runterkriegen.
Ja, heilige Scheiße. Ich hätte sagen, wenn ihr wisst, wie es Gott, schreibt es mir in die Kommentare, aber bis das Video online ist, werde ich das schon rausgefunden haben, hoffe ich doch. Oder zumindest irgendeine Möglichkeit gefunden habe. Das Gott, das ist ja gewusst. Ja gut, das ist klar, das muss da gescheit draufpresst sein und dann muss das da heben. Ich jetzt sage, um euch ein bisschen zu schonen, mache ich das mal einen Schnelldurchlauf und erzähle euch dann, wie es funktioniert hat. Bis gleich. Ja, wartet mal, mir ist da gerade was klar geworden. Da brauche ich andere Module und auch andere Schwungräder dafür. Das ist ja, wenn ihr da die Module anschaut, die sind ja größer wie die Aussparung da. Das heißt, wir können das da jetzt einfach mal wegzwicken. Also damit waren wir heute nicht fertig, weil ich habe keine Module dafür da. Aber wir können jetzt schon mal gucken, ob wir das alles einbauen können. Und ob das dann prinzipiell funktionieren wird. Dann gucke ich ja, dass ich da noch für das zunächst Mal Schreible finde. Ja, das ist schade. Jetzt habe ich gedacht, das wird heute fertig. Wir können gucken, ob der Trigger funktionieren tut oder ob man da vielleicht nachher noch irgendwas modifizieren muss. Ich glaube, die Ecke da muss man raussägen. Und da auch. Jetzt gucken wir mal. Da braucht man. Ja, das ist. Jetzt lass es nicht mehr los. Ja, ich lasse es aber nicht. Ach so Gott. Da brauchen wir das schon, damit es da einrascht. Jetzt ist das halt ein bisschen Scheiß mit den Drucktoleranzen da noch. Guckt. Das ist gerade ein bisschen das viel. Dann muss ich da mit dem Messer immer außen rumfahren. Und dann der jetzt vielleicht gegangen. Jetzt gucken wir mal, ob wir den Käfig erbaut kriegen. Ich verlinke euch auf jeden Fall die Modelle da. Die habe ich auch auf einer Seite gefunden. Aber an ihrer Stelle die warte, bis bei mir Gott. Dann spart ihr euch vielleicht ein bisschen Nerven. Eben sparen ist immer gut. Und vor allem habt ihr dann nachher noch funktionierendes Blästerle. Dann kann ich euch vielleicht schon sagen, was ihr machen müsst. Und dass es schon ein ordentlicher Zeitaufwand ist.
Das da ausfeilen, das hat schon ein bisschen gedauert. Das hätte nicht passen. Dann muss ich bloß das da ein bisschen abrunden, dass das da rein geht. Ich hätte sagen, das mache ich mal ohne Kamera. Dann ein bisschen. Ja, ich sag's euch, es gibt so Tag, da hätte man mehr erreicht, oder wenn man im Bett bliebe wäre. Einfach nichts da hätte. Ja, das soll nicht so viel Teile sein. Aber zumindest habe ich das Ding jetzt drin. Ich glaube zumindest, dass es gescheit drin ist. Ein bisschen geht noch. Ja, das rastet jetzt auch schön. Aber ich verstehe nicht, warum man das nicht mit einem Druck macht und das auf. Weil da hat man da innen, da ist dann schon eine Noppe, aber dann hat man da die Stützstruktur und dann reißt man die Noppe wieder mit ab. Durch sind vorne der Stützstruktur und da bringt das ja auch nichts und das ist. Und dann habe ich gedacht, wie kann man das mit dem Ding runterdrücken? Und jetzt hat sich das Ding da rausgelöst. Haben wir erstmal, das hebt jetzt nicht mehr so viel. Das erstmal da rein. Das, ja, jetzt ist durch. Machen wir das Federle da rein. Ja, das ist jetzt halt der Krust. Das weiß ich nicht, ob ich das nächste Mal, wenn ich das ausdrucke, tät. Ich meine, jetzt mache ich das nicht nochmal, weil das war jetzt Haufen Geschäft, das zu schleifen. Aber ob ich da nicht einfach. Wobei, wenn ich das nächste Mal mache, da kann ich auch einfach. Da kann ich dann auch selber Blasterle entwerfen, wo man dann einfach drücken. Also, es ist jetzt, ich glaube, der Aufwand, das umzubauen, ist jetzt nicht arg viel geringer, wie selber Blasterle zu bauen. Ich würde sagen, wir schrauben das mal provisorisch zusammen. Ich glaube das. Und gucken, was wir da fürs nächste Mal machen müssen. Klar, Modelle kaufen. Das ist dann halt wieder so ein mehrteiliges Projekt. Aber die Anleitung war ja auch sehr duftig. Also. Krust. So. Die Kabelführung, das wird auch noch recht spannend. Das Kabel geht dann noch zum Modelle. Das geht zum anderen Modelle. Das müsste dann eigentlich, müssten wir vorher unten reinlegen. Aber das ist jetzt hier mal ganz undramatisch. Jetzt sagen wir machen da auch bloß die Schraube da in der Gegend zusammen. Ja, das machen wir, glaube ich, im Schnelldurchlauf. Wenn nicht, beschwert euch in die Kommentare. Bis gleich. So, also ich denke, das reicht jetzt für heute, dass wir das so zusammenbaut haben. Oh, was ist denn da?
Ach, ach, seht ihr das? Das schnappt dann, nein. Manchmal muss man da ein bisschen nachhelfen. Hier ist Scheiß. Das hätte ich vielleicht auch noch ein bisschen schleifen sollen. Das ist gerade manchmal ein bisschen. Guck, das ist so glücklich, dass das da fehlt. Gucken wir mal eine Pfeile. Ist da nein. Und wie soll das da? Jetzt müsste es eigentlich. Das müsste jetzt da ordentlich neitriger. Da bin ich mal gespannt, ob das funktioniert. Da drückt es da eher da gegen die Wand. Jetzt. Das ist jetzt halt, habe ich gehofft, dass man zumindest mal den Trick oder den Mechanismus, der das so reinschiebt, testen können. Aber selbst das. Ja, das ist jetzt nicht so zufriedenstellend, wie ich mir das gekauft habe. Aber das kann sein, dass wir da das Lächeln ein bisschen größer machen müssen, aber das sehen wir ja dann, das ist ja kein Problem. Das wird ein Eifummler. Das muss man. Und das Lächeln rum. Da sieht man meinen Pfusch. Ja. Bissele. Das sieht man, dass ich da dagegen gedrückt habe. Das Teile beleidigt. Ja. Das ist jetzt halt so. Da müsst ihr mir sonst ein neues Glasstelle kaufen. Dann hoffe ich, dass das Ding einfach ohne die Schraube auskommt. Aber jetzt vorläufig machen wir da jetzt so keine Schraube rein.
bis wir den Motor haben. Da brauchen wir Schwungrädle noch. Das war halt, da war die Beschreibung echt dürftig. Da war nur ein Bild dabei, wie man das da wegsägen muss. Und das ist klar, das haben wir jetzt gesehen, dass man das da wegmachen muss. Aber ja, dass ich da andere Motorler brauche und alles, das habe ich vorher nicht gewusst. Wusste ja nicht, wie das Blaster da von innen aussieht. Dass das da so aussieht. Was mache ich jetzt da damit? Ja, da passt auch kein normales, auch gerade so das, was er tut. Ja, brauche ich dann. Ja, wartet. Vielleicht kommen wir da mit einer Runde Klebeband oder zwei raus, weil da haben wir ein bisschen Luft. Weil wir da einfach professionelle Pfuschlösung. Ingenieursmäßig halt. Ja, falls Kollege das hört, ihr wisst Bescheid. Jetzt sage das probieren wir einfach mal. Schraube das nochmal auf, löte die Käbel noch. Was war's? Das hätte es natürlich geholfen, dass ich die andere Seite gesehen hätte. Die schwarze ist klar, das geht da noch. Aber das. Das geht. Jetzt sagen, das Gelbe ist auch schwarz. Das ist da hinten. Das dort geht es dann rein. Und warum? Das ist dann quasi eine Zugentlastung. Eine billige Variante von der Zugentlastung. Das seht ihr. Da wackelt das Gelbe. Das ist schwarz. Das, genau, dann wackelt da der Schwarze. Oder ist halt auch der Buckel von dem Schwarzen. Ja, jetzt wackelt der Schwarze da. Seht ihr das? Dann ist das Gelbe dann einfach, ist das Motorlefacher dann von dem Rot aufs Gelbe gegangen, wenn der Trigger auf war, dass die Motorler schnell bremsen. Das heißt, wir müssen nachher vom Blauen aufs Rote, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, also von dem das von dem Triggerleg da kommt. Das ist vorher auf das andere Triggerleg gegangen, das wenn das Läpple aufgemacht hat, da stoppt. Und das Gelbe, den Sicherheitsgrundstein brauchen wir nicht. Da seht ihr das Triggerle. Da war das Rote. Wenn es geschlossen war, ist es vom Blau aufs Rote. Wenn es offen war, ist es vom Rote oder vom Orange, was auch immer für Farbe das ist. Das ist in der Mitte da halt. Und dann ist es aufs Gelbe. Und dann sind die Motorlader drin kurz geschlossen. Und dann bremsen die schnell. So ist glaubt das. Deswegen ist es so, stoppt das immer so schnell, wenn man die Klappe aufmacht. Wenn man da vom Trigger weggeht, dann da läuft es nach. Aber ich jetzt sage, das probieren wir jetzt doch nochmal. Dann, aber Schraube tue ich da ohne euch wieder das. Selber beim Schnelldurchlauf. Bis gleich. So,
Ich hole jetzt mal ein Klebeband, das machen wir vorher noch. Einfach so Papierklebeband oder was wir halt so da haben, dass wir da so zwischen passt. Dass die ein bisschen mehr Grip einfach kriegt. Sonst, es kann jetzt natürlich schon sein, dass es vom Winkel ja noch nicht ganz passt. Ah ja, das ist ein Grusch, das fliegt ja immer fast um die Ohren und dann aufpasst. Aber das ist schon, das müsste ein bisschen weiter nach unten. Guck, ihr seht da vielleicht. Da ist ein Schaumstoff, das kann sich ein bisschen verformen. Ich sage, dass man hauptsächlich eigentlich am oberen, das untere, wenn man am oberen ein bisschen was macht, dadurch man so ein bisschen erhöht. Ich glaube, die Ultra-Pfeile, die sind halt ein bisschen dicker. Der Ultra-Grusch da. Er kommt schon raus. Ja, die sind dicker. Und die waren da ordentlich quetscht. Und das geht jetzt da halt nicht mehr rein, das ist klar. Und dann löt man das. Dann hole ich ein Klebeband, hole ich Sägle, um die Ecke da wegzusägen, bevor man es wieder zusammenbastelt. Und dann löt man das zusammen. Und dann drücke ich immer die Daumen, dass es funktioniert. Und wenn nicht, wird es halt doch wieder zweiteiliges Video. Weil da müssen wir halt. Ja, das ist halt Misserfolg, das kann auch vorkommen. Da müssen wir gucken, vielleicht. Ich bin mal gespannt, ob das funktioniert. Also das ist. Ja. Das sieht schon sehr hakelig aus jetzt vom Ganzen her. Und also richtig einrasten tut das Zylinder natürlich nicht, weil das 3D-Druck nicht so richtig funktioniert. Das kann sein, dass ich ja das Modell nur noch arbeiten muss und gucken muss, dass man das aus einem Druck macht. Aber jetzt probieren wir das mal. Dann wissen wir mehr. Bis gleich. So, jetzt habe ich da noch Klebeband überall nachgemacht, weil das ist ja schon gefährlich nah an dem Roten da. Wenn das zusammenkommt, dann geht nichts mehr und die Batterie war trotzdem leer. Jetzt gucken wir mal, ob das mit dem Klebeband, das ist auch so Kreppklebeband, so, ob das da funktioniert. Bin ich mal auch mal gespannt, also. Oder ob die Pfeile da überhaupt, ob der Schieberle da überhaupt genug Kraft hat, die Pfeile da reinzudrücken. Also. Aber wir finden jetzt noch raus, wenn man es wieder zusammenbaut und mal Batterien rein tut und mal gucken, ob es geht. Also, bleibe dran, wird spannend.
Oder leer. Es ist fertig. Das sind sogar 9 Pfeile, die da reingegangen. Jetzt bin ich verwirrt. Ich glaube, da dachte die große Schraube hat da reingehört, aber das ging dann irgendwie nicht so richtig zu. Ja, das ist jetzt, da ist das 3D-Druck die Teile da drin. Das kann schon sein, dass das ein bisschen auseinander trägt. Das hätte ich vielleicht seitlich auch noch mal ein bisschen abschleifen müssen, aber ja, das weiß ich nicht mehr. Da muss man das Video mal angucken, wo die lange Schraubtrenner war. Ja, aber jetzt fällt halt da habe ich da kurz genommen und die lange da vorne reingedreht, weil die habe ich gemacht. Das ist klar, dass die geht nicht mehr rein. Das ist halt ein Scheiß. So, jetzt wird spannend. Das. Das kriegst du überhaupt nicht mehr. Ist das jetzt wieder das Zylinderlever nicht gescheit? Ah, so gut. Den Pfeil quetscht sie. Das ist ja scheiße. Das ist dann. Also immer ruhig. Den hat sie gemacht, okay. Jo, das ist ja scheiße. Da guck, das muss, guck da mal, das ist da. Ich glaube, das Modell, das müsste man nochmal ordentlich überarbeiten. Das hätte mich wundern, wenn die Person, die das da entworfen hat, getestet hat. Guck, da hat es durch den Drücker. Hat da Kante reingehauen. Ach der Gott, der. Ach, das. Muss der obere Trigger da weg. Das Ding brauche ich eigentlich nicht. Da durfte es das. Da durfte es das da rein guckt. Ich glaube, das Ding muss auch weg. Da durfte es das da rein. Ah komm. Jetzt mag's nicht. Was ist jetzt gemacht? Was bei dem Metall jetzt kaputt? So ist das jetzt einfach warm worden. Ja, so. Von den Pfeilen habe ich zum Glück genug. Das ist. Das ist alles. Ich glaube, die muss man einfach einen Millimeter kürzer oder so. Das ist dann halt. Ja, das kann dann schon sein, dass das mich. Ach, da muss man dann schon die Schwungrädler da schon. Das ist jetzt. Seht ihr? Man drückt das dann rein. Ja gut, müssen wir warten, bis das wieder kalt wird. Und dann wird das da abbremst durch den Pfeil, weil das nicht halt greift. Das ist
Und wenn die andere Schwungrädler, die werden, ja, die sind ein bisschen niedriger dann. Da würde ich sagen, ich gucke mal, wo ich da so Schwungrädler herkriege. Und Motoren. Was sind das? 6 mal 1,5. Oh, jetzt Kopfrechner. Oh, in aller Herrgottsfrühe. Also 9 Volt sind es. Aber das kriegt das dann ein. Das Nitrige Gott schon mal. Also das heißt, wenn man da die Schwungrädler tauscht, dass das gelbe Teil da noch wegmacht. Das hängt jetzt da. Und dann noch Pfeile verwendet, die vielleicht 1 Millimeter kurz sind. Das ist halt, das mit der Taktung nicht ganz passt, so als man es da verträgt. Das machen wir weg. Ja, das der die. Also das der die anders machen. Das ist, da hat das Trigger, also das Schieberle hat da daneben geschoben. Das ist an der Stelle sowieso schon recht dünn, weil ich so ordentlich gefeilt habe. Oder geschliffen habe. Dann hat das halt da drauf geklopft. Das wird gerade so schön eingeschoben. Das brauchen wir nicht. Das ist Gewohnheit. Jetzt Gott's. Das ist aber bloß. Gott. Das ist jetzt da, dass das nicht Gott. Das ist bloß, wenn ein Pfeil drin ist. Das heißt, wenn ich den noch rein tue, dann trägt er mir den da rein. Das ist. Jetzt sagen wir, gucken uns das nochmal an. Dann kann ich euch mehr dazu sagen. Bis gleich. Also so wie ich sehe, muss das Teil einfach raus, das brauchen wir auch nicht. Und dann Gott, das Schieberle da, wenn das da unten, kriegt das da. Das muss jetzt muss rein. So. Dann können wir gucken, dann tun wir mal so, wie wenn der Pfeil dann ausgeflogen wäre. Und dann geht es wieder zurück. Und dann Gott, das jetzt
Das ist dann schiebt das Pfeil. Das ist aber dann das, ich glaube, das hat einfach noch keiner getestet. Das ist ja. Muss doch mit dem Ding schießen können, wenn die beiden Kammern voll sind. Jetzt muss das. Das ist jetzt aber. Da versucht es gleichzeitig den Zylinder zu drehen, das geht aber nicht. Nee, das. Ah, das. Was war das Teile? Das ist halt. Da hat sich jemand so viel Mühe gemacht, da das Ding zu entwerfen. Wenn man das faul ist, eine gescheite Anleitung zu machen, kann man es nicht verwenden. Unterm Strich hätte man sich das dann aussparen können. Dann brauchen wir es auch einfach nicht hochladen, wenn man was faul ist, eine Anleitung zu machen. Also falls du das da bist, der das da entworfen hat, sag mir mal, was ich da falsch mache. Dann machen wir dafür eine Anleitung und dann kann das der Rest auch verwenden, dann bringt das auch was, aber so bringt das ja nichts. Krust. Kann man das Teile vielleicht doch, oder das? Ich verlinke es euch unten, da könnt ihr es euch anschauen, vielleicht versteht ihr es. Ach, das. Ja, das ist ja Krust. Das hat man halt testen können, wenn es offen ist, dass man was lernt. Das ist Das heißt, da geht der Trigger nach vorne. Wenn der Pfeile drin ist,
das Hebel nach oben. Jetzt, wenn Kolbpfeile drin ist, dann hebt das Hebel fest. Ich glaube, so langsam habe ich es verstanden, wie es geht. Das ist, so, wenn man da triggert. Das ist jetzt sind die Pfeile da Millimeter lang. Die müssen wir. Dann muss ich mal so einen Pfeilschneider, die müssen dann Millimeter kürzer werden. Man, das schreibt aber nein. Deswegen fliegt uns das Ding auch ständig um die Ohren. Das habe ich vergessen. Und jetzt erkennt er, dass da Pfeile drin ist. Und dann mag das natürlich nicht, wenn das offen ist, das ist klar. Sonst hat es doch durchs andere Deckel hat's einen Gegendruck und dann geht's. Ja, dann würde ich sagen, machen wir zwei Dinge. Ich gucke mal, dass ich für den Käfig den Motoller kriege und auch Schwungrädler. Weil dann können wir den Käfig einbauen. Dann müsste das alles ein bisschen weiter runter sein, dann wird das auch dazu der Öffnung passen. Und dann gucke ich noch, dass man da die Pfeile einen Millimeter oder zwei kürzer macht. Das dürfte jetzt auch kein Hexenwerk sein. Und dann gucken wir mal, ob das funktioniert. Aber das wird noch ein bisschen dauern, weil bis ich die Motoren habe und alles, da basteln wir zwischendrin was ein bisschen entspannteres. Ich hätte mal sagen, gerade bei der Double Strike da, dass man da endlich mal das Hebel sinnvoll haben. Ja, jetzt ist es weg. Das hebe ich noch auf. Aber das lassen wir jetzt an der Stelle so. Das ist jetzt halt. Das ist jetzt mal on hold, wie man neudeutsch so schön sagt. Aber noch nicht gescheitert. Also da machen wir noch, da gucken wir schon. Und wenn nicht, muss ich mir was überlegen, wie man das dann trotzdem, wie man das dann hinkriegt, dass das mit den Zylinder von hinten ladet, der Gott und alles, weil das ist schon ein cooler Mechanismus. Und wenn nicht, gucken wir, dass wir es wieder hinkriegen mit den alten Pfeile, mit dem Ultra Cruise, dass wenigstens irgendwie Gott das. Ja dann. Ja, manchmal geht es auch nicht auf euren Rutsch. Ich wünsche euch frohes Bächler, euer Blaster-Ingenieur.